Hallihallo und herzlich willkommen bei eurem Schweizer zu der nächsten Folge Kingdom Hearts 3. Wir befinden uns immer noch auf unserem Piratenschiff auf der offenen Meer. In der letzten Folge haben wir ja gerade die Insel, die wir hier rechts von uns sehen, dürfen erforschen. Und das Ziel wäre jetzt eigentlich, die nächste Insel zu ansegeln und unseren Anker dort zu lichten. Und zwar die Isla of Luck, oder wie die heisst, Glücksinsel. Dort oben sogar noch übersetzt, nicht schlecht, nicht schlecht. Um unser Schiff eigentlich wieder aufzuleveln. Wir sind ja gerade momentan Stufe 4 mit unserer Leviathan. Und das Ziel ist sicher mal mindestens Stufe 5 zu werden, um sie können am Endboss von dieser Welt können stellen, weil vorher bringt das eigentlich im Großen und Ganzen gar nichts. Und darum haben wir unsere Segel schon mal gesetzt und machen uns auf dem schnellsten Weg zur nächsten Insel. Was ist jetzt passiert? Bin ich irgendwo hängen geblieben? Oh Mann, oh Mann. Okay, bin ich dann da auf dem richtigen Weg? Jetzt schauen wir uns das gerade mal an. Es sollte eigentlich die Insel da vorne darstellen, wenn ich mich jetzt täusche. Jawohl, das sieht ziemlich gut aus so. Dann würde ich sagen, geniessen wir doch mal die Windbrise und machen uns ganz langsam auf den Weg zu deren Insel. Da wartet auch gerade noch eine kleine Gruppe Herzloser mit Schiffli. Nice! So, und wie schon erwähnt, immer versuchen, die grünen Kugeln runterzuschiessen, um sie one-shotten. Jetzt sehe ich die da gerade bei diesen zwei eigentlich nicht. Die haben sie jetzt gerade auf der Gegenseite. Also man kann natürlich, wie ihr jetzt gesehen habt, auch normal drauf schiessen, aber es zieht halt wirklich sehr wenig Leben ab. Man muss dann mehrmals drauf schiessen, damit man sie überhaupt kann versenken. So, das haben wir, glaube ich, gut abgewehrt. Also es geht schon, wie man jetzt gerade sieht, es geht schon. Aber ich bin mir halt wirklich daran gewöhnt, die grünen Punkte anschiessen, damit man sie in einem Shot versenken könnte. So, das sieht aber nach ganz kleinen Inseln aus da vorne. Ich weiss gar nicht, ob sich das für uns lohnt. Ich würde sagen, wir schauen uns das gerade mal an. Weiter über kommen wir gar nicht. Gut, das sieht nach einer ziemlich kleinen Insel aus, aber ich würde sagen, wir machen uns doch ganz langsam auf den Weg mal dort hin. Und schauen, ob wir doch noch vielleicht irgendetwas finden. Ausser 3 Herzlose. 3, 4? Nein, 3 von diesen Affenherzlosen. Es ist aber die Frage, ob ich mich denen den Kampf stelle, weil ich sie im Allgemeinen ehrlich gesagt gar nicht gern, um gegen sie zu kämpfen. Und ich weiss gar nicht, ob sich das da lohnt, irgendwie etwas zu finden, weil da drauf kommen wir, wie es aussieht, ehrlich gesagt auch nicht. Ja, die Insel sieht eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen mager aus und ich weiss nicht, ob man da etwas findet. Jetzt ist die Frage, ob ich wirklich so einen Kampf gegen die einsteige. Gut, ich kann jetzt ja da mal von der Ferne sonst mal mit meiner Magie versuchen, das ein bisschen Schaden machen. Das hat mich gerade mein kompletter Mana schon gekostet. Oh mein Gott. Okay, die Frage ist jetzt, ja komm, ich versuche mal im Nahkampf gegen sie reinzugehen und wir versuchen die mal auszulöschen und fertig zu machen. Dann tun wir den Löhli Eis auf den Deckel, klopfen wir gerade unsere Sturmkrallen aktiv, die nehmen wir doch gerade mal an. Der erste sollte eigentlich auch gerade mal weggepusht sein. Das kostet mich aber ziemlich gut Leben, sobald ihr mich mal getroffen habt. Ich sage, der Buffy-Gomber an der richtigen Situation eingesetzt. Donald hat mich gerade gekillt und ich mach's... Oh mein Gott. Na ja. Wir hätten eigentlich unser Mana jetzt aufsparen können, um gegen sie zu kämpfen. Und Donald hat mich im gleichen Moment gekillt, wie ich mich selber. Aber was soll's? Ich würde sagen, trotzdem sollen die Gegner eigentlich kein Problem darstellen, auch wenn sie mich ziemlich in die Länge treiben mit meinem Leben. Eine Potion oder so habe ich jetzt momentan nicht ausgerüstet. Ich würde sagen, ich mache nochmal ein bisschen auf Abstand, bis mein MP sich nochmal nachgefüllt hat, dass ich auf Nummer sicher bin. Dann sind sie gerade verschwunden, weil wir aus der Kampffläche rausgegangen sind. Okay, wieso visierst du einen Baum? So, irgendwie visiert er nicht das an, wo er soll anvisieren. So, jetzt hat es funktioniert. Unser MP ist wieder voll. Ich würde sagen, versuche da mit unserem Blitz mal noch gröber Schaden auszuteilen. Vielleicht langt das sogar, dass wir gar nicht mehr im Nachkampf gegen sie gehen müssen. Das sieht sogar ziemlich gut aus so. Das war aber knapp gewesen. So, und sonst habe ich halt auch nochmal eine Fähigkeit aus der Ferne. Unser lieber Fokus, das sollte eigentlich langen, um dir auch noch den Rest zu geben. Nice, das hat ja einwandfrei geklappt. Dann würde ich sagen, die Insel haben wir mal von den Herzlosen befreit. Jetzt schauen wir uns an, ob es da wirklich nichts mehr zu finden gibt. Da vorne haben wir einfach noch ein paar Kisten, die wir zerstören können, um ein paar Taler einsammeln. Aber nachher runter sieht es da eigentlich im Großen und Ganzen nicht aus. Jetzt versuche ich aber da mal raufzuklettern. Da haben wir noch irgendetwas einzahlt. Ein Safran. Ui! Mann! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich jetzt gerade wieder die Tastenkombination gewöhnen. Ich habe es gestern Abend
wieder auf der Weide dürfen ein bisschen smashen und so weiter und so fort. Und dort sind halt Tasten alle an einer komplett anderen Stelle. Darum muss ich jetzt gerade mal schauen, dass wir wieder ein bisschen zurechtfinden, aber da rauf kommen wir im Großen und Ganzen nicht. Auf dieser Insel gibt es eigentlich auch nichts mehr zu finden. Ich würde sagen, wir haben die Insel eigentlich erforscht und da gibt es nichts mehr zu holen, so wie das aussieht. Dann machen wir uns doch gerade mal auf den Weg zu der nächsten Insel, weil vor Stufe 5 mache ich mich einfach nicht auf den Weg zum Endboss. Ich finde das einfach übermütig und blöd in dieser Situation. Würde ich sagen, wir steuern eigentlich mal die nächstgelegene Insel an. Das wäre die da vorne. Wir sehen sie schon an der Front. So, dann tun wir mal langsam Tempo wieder zulegen. Da ist zu wenig zu tief, um dir da den Temposchub zu geben. Okay, alles klar. So. Dann haben wir unsere Segel wieder gerichtet und sind auf dem Weg zu der nächsten Insel. Okay. What the fuck? Okay, da kommt ein grösserer Gegner auf uns zu. Ich weiss jetzt gerade nicht, was das soll. Oh Mann, oh Mann! Versuchen die Bömbel abzuschiessen. Und immer schön hinter dir zu bleiben, dass deine Kanonen uns nicht können. Oh! Oh Mann! Mit einem Schlag fast komplett Leben abgezogen. Okay, das ist... What the fuck? Okay, also wie wir gerade gesehen haben, das ist jetzt schon ein ziemlich starker Schiffgegner gewesen. Und wir sind einfach noch viel zu schwach, um wirklich gegen den Endboss anzutreten. Also es ist jetzt nicht der Endboss gewesen, sondern wirklich nur ein höheres, rangiges Schiff. Aber von denen warten dann etwa noch 3, 4 bei unserem Ziel auf uns. Und darum ist eigentlich das Beste, wenn wir wirklich unser Schiff noch ein bisschen aufleveln. Und ich würde sagen, hallo Welten, hier spricht Sora und die 2 anderen halben Portionen sind auf Abenteuerreise. Es beginnt Donald, Goofy und eine halbe Portion auf hoher See. Ja, ich würde sagen, dann versuchen wir das gerade nochmal. Ist halt jetzt dumm gelaufen, dass wir versenkt worden sind. Aber was soll's? Die Frage ist jetzt, ob der nochmal auftaucht, wenn wir jetzt in Richtung D aufbrechen. Da. Also die Frage ist jetzt, ob wir uns lieber sonst auf den Weg nochmal da runterbegeben irgendwie. Ich würde sagen, wir begeben uns sonst mal in Richtung da ab und schauen, ob wir da sonst da unterweitig irgendwie noch irgendwie eine Insel bereisen, um ein paar Krabben sammeln, um uns aufzuleveln. Weil mir ist das jetzt ziemlich heikel, mich da die ganze Zeit versenken lassen. Und wie gesagt, in dieser Welt habe ich schon immer ein bisschen Probleme gehabt. Jetzt tauchst du auf dieser Seite auf, willst du mich komplett verarschen. Also egal was ich mache, ich muss mich gegen dich anlegen. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen übertrieben. Das heisst, ich achte jetzt mehr darauf, den abzuweichen. Genau, die weißen Bömbel, die machen uns ziemlich guten Schaden, dann müssen wir schauen, dass wir jetzt im Fall ausweichen. Dann versuche ich dich trotzdem zu versenken. So, ein Bömbel haben wir schon ausgeschaltet. Ich versuche halt jetzt wirklich eigentlich die ganze Zeit auf die Bömbel zu schiessen, um die auszuschalten. Zweite Bömbel haben wir auch noch geschafft. Wir haben jetzt gerade wilde Kanonen erhalten. Jetzt versuchen wir mal hinter ihn anzusegeln. Wir brauchen einen kleinen Temposchub. Und da setzen wir unsere wilde Kanonen mal ein. So, das sieht nämlich dann schon einiges besser aus. Voilà! Ballert er wieder auf uns los. Wir sind gerade am hinteren Bömbel dran. Ich sage, come on, come on, come on! Ah, Mann! Hat er sich gerade noch geschafft hinter dem Stein versteckt. Wolltest du mich jetzt verarschen, dass du einfach abhaust? Er ist einfach abgehauen. Taucht er jetzt wieder irgendwo auf oder ist er jetzt einfach weg? Oh Mann, das ist einfach irgendein komischer Gegner, der da auftaucht, mir die Hölle heiß macht, mich sogar schon einmal versenkt hat und dann, wenn wir es schaffen, ihm knallhart mal eins auf den Sack zu geben, kommt er plötzlich und haut ab. Okay, das finde ich ein bisschen blöd gemacht jetzt gerade vom Spiel, muss ich sagen. Wenn jetzt gerade der Windjäger aktiv, dann würde ich sagen, dann verfolge ich mich das Ziel weiter und segle eigentlich die Insel da oben an, weil da unten sieht es nicht aus, als könnte man da irgendwie... Da taucht er wieder auf. Ja, das ist jetzt wieder ein anderer. Oh mein Gott. Der hat aber den Bömbel da hinten auf der Seite. Das sieht ziemlich gut aus. Blitzboost haben wir erhalten. Das heisst, unsere Blitzattacken machen mehr Schaden, sobald wir das skilliert haben. So. Nimm das! Oh mein Gott. Also wir können natürlich auch gut leveln, indem wir da ein Bötchen nach dem anderen abballern. Aber in meinen Augen bringt das nicht so viel wie Inseln zu bereisen, zum Krabben zu suchen. Wir befinden uns jetzt in den nördlichen Gewässern. Wir haben Windjäger und wilde Kanonen parat, also wenn jetzt nochmal das Schiff auftaucht, versenken wir es eigentlich in 0, nichts. Ich sage, wir setzen gerade mal den Windjäger gegen die 3 ein. Dass wir sie gerade alle 3 komplett können versenken. Nice, ziemlich nice haben wir das jetzt gerade anbekommen. Da vorne ist die Insel, die wir müssen anstreben müssen, um weiterzugehen. Das ist die Insel, wo sich die 3 Kapitäne treffen, mit allen drum und dran.
Aber das schauen wir uns sonst alles genau nach deren Insel an. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gerade nochmal eine Gruppe, Schiffli! Nice! So, ich versuche da... So, Perlen, die haben wir auch erledigt. Eigentlich hätte ich jetzt auch noch die wilden Kanonen einlegen können. Aber jetzt bin ich mir ziemlich unsicher, ob man die Insel da vorne überhaupt bereisen kann. Die sieht nämlich so erhöht aus. Jetzt muss ich schauen, ob wir da irgendwo Land ansetzen können. So, da vorne warten noch mal ein paar von unseren Herzlosen. Ich würde sagen, dann nutzen wir gerade mal noch unsere wilde Kanonen, wenn wir die schon noch zur Verfügung haben. Das andere Schiff, wie ich auf der Karte gesehen, versucht sich da gerade um den Stein herum zu uns zu begeben. Aber da vorne können wir Land gewinnen. Jetzt ist eher die Frage, ob man da ganz kurz wartet, bis... Wo befindet er sich? Das sollte sich eigentlich, soweit meiner Erkenntnis, jetzt darum segeln. Das heisst, er sollte genau von daher kommen. Dann wehren wir uns also seine Schüsse ab und versuchen wieder den grünen Bündel runterzuschiessen. Das haben wir einwandfrei geschafft. Das heisst für mich, ich versuche jetzt Ankerlichter auf dieser Insel. So, dann tun wir da mal schön unser Schiff parkieren und begeben uns ganz langsam an Land. Nach dieser Hektik und unserem versunkenen Schiff. Oh Mann, tut mir das jetzt wirklich leid, dass das passiert ist. Jetzt habe ich gehofft, ich schaffe es, ohne einmal zu sterben oder einmal versenkt zu werden durch die Welt. Aber naja, man kann es nicht ändern wie sonst. Und rausschneiden finde ich jetzt auch völlig überflüssig. Darum... Nicht die... Mach die... Nein! Mach das Fass kaputt! Oh Mann. Das sind einfach so Sachen, Kingdom Hearts, die verstehe ich ab und zu nicht so ganz, dass er immer Ziel anvisiert, die ich eigentlich gar nicht will. Aber lassen wir das mal so am Rande stehen. Und schauen uns die prachtvolle Insel an. Dorthin haben wir auch noch einen Speicherpunkt, wie ich gerade gesehen habe. Das heisst für mich, da warten in dem Fall auch noch ein paar härtere Gegner. Also hoffe ich mal, warten noch ein paar härtere Gegner auf uns. Sonst wundert es mich, warum da soll ein Speicherpunkt rumstehen. Ich würde sagen, dann speichere ich doch gerade mal ganz kurz ab, dass da uns auch wirklich gar nichts verloren geht. Von meinem peinlichen Tod mit meinem Schiff. Oh Mann. So, da haben wir gar nicht. Aber bewegende Kisten finde ich da gar keine, wo sich Krabben drinnen befinden. Ich würde sagen, ich erkunde mal am besten einfach die Insel. Da hinten haben wir auch noch viel mehr Strand. Und da warten gerade noch ein paar Herzlose auf uns. So. Und dann tun wir die alle mit einem Schlag vernichten. Also das meine ich zum Beispiel jetzt. Wie sieht er immer einen Kampf hinein einfach den Baum an? Da frage ich mich einfach, what the fuck, warum machst du das? Warum hat man die Einstellung überhaupt daran gemacht? Weil die Kokosnüsse oben an den Bäumen bringen uns im Großen und Ganzen eigentlich gar nichts. Darum frage ich mich jedes Mal, warum du so einen Palmenfetisch hast, mein lieber Sora. So, gar keine bewegende Kisten, wirklich alles mehr auf Taler bezogen. Also ich glaube, wir haben sicher schon 3.000 oder 4.000 Taler allein in dieser Welt können sammeln. So, dann machen wir uns wieder auf den Weg für an den Strand, weil ich glaube, dort sollten wir noch ein bisschen weiterkommen. Wie man sieht, mit diesen Kokosnüssen kann ich einfach gar nicht anfangen, die liegen dann einfach nur blöd am Boden rum. Darum, das wird immer während offene Frage bleiben von uns. Da haben wir eben auch eine Kiste, die wir von oben kaputt machen, was für mich heisst, wir müssen da eigentlich weiterkommen, besonders eher in Richtung die Höhe. Da haben wir gerade noch mal eine kleine Gruppe Herzlosen. So. Aber mit unserem Blitz kommen wir da ziemlich gut voran. Wir haben ja vorher gerade noch einen Blitzboost bekommen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, du willst da flüchten. Ah, er hat es gar nicht mehr geschafft, er ist von allein gestorben. Wir haben ja vorher gerade noch einen Blitzboost bekommen. Da könnte ich eigentlich gerade mal schauen, ob ich genug FP zur Verfügung habe, um den auszurüsten. Dass unser Blitz auch einiges an mehr Schaden macht. Du glaubst schon mit. Da haben wir das Blitzboost. 25% mehr Schaden mit Blitzattacken zu. Die Fertigkeiten kann aufgestapelt werden. Nice Sache, jetzt machen wir 20% mehr Schaden durch unsere Blitzattacken. Das ist natürlich einiges, jetzt wo wir schon die kleineren, schwächeren Herzlosen schon können, fertig machen. Das ist schon ziemlich cool gemacht, so dschungelartig. Kleine Herzlosen schon fast One-Shotten können, da mit unserem Blitz wird das jetzt eigentlich im Großen und Ganzen kein Problem sein. Jetzt fällt mir auch erst auf, dass ich jetzt kein MP mehr habe. Oh Mann, oh Mann. Das heisst für mich, ich muss da in den Kampf hineinschreiten und nicht schauen, dass ich da voll nicht gehauen werde. So, das Einzige, was ich da sonst auch noch kann versuchen einsetzen, alle versuchen ein bisschen meinen Fokus reinzunehmen. Nice, das sollte eigentlich auch ziemlich gut gesetzt haben. Dann können wir da noch einmal unseren Blitz einsetzen und die Sache sollte eigentlich erledigt sein. Da oben versteckt sich noch einmal an der Wand zu. Dann nehmen wir doch den auch gerade noch mal mit. Die hat es vernichtet. Oben hat es gerade noch ein paar gespawnt. So, dann haben wir die auch mal komplett aus dem Weg geräumt. Da vorne hat es etwas zum Anklicken gehabt, aber warum nicht? Dann steigen wir doch noch ganz kurz im Plasma-Naut rein.
What the fuck? Ich wollte doch nur den Busch durchsuchen. Oder was zeigst du mir denn da an? Ah, das soll weisse Krabben, die sich im Gebüsch versteckt haben. Okay, alles klar. Wir haben Stufe 5 erreicht mit 7000 TP, Feuerkraft von 120 und wir haben jetzt sogar 14 Kanonen. Das heisst, unser Schiff hat sich reglich erhöht. Als Statistik davon haben wir gerade nochmal eine Gruppe Herzlose. Aber die spielen mir im Großen und Ganzen jetzt auch gerade fast gar keine Rolle mehr, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Jetzt habe ich gar kein Leben mehr. Donald! Unsere Rettung! Wo steckst du? Ah, er ist ohnmächtig dort am Rumliegen. Das heisst, für mich ist das eine ziemlich kritische Situation gerade momentan, da ich unser ganzes Mana aufgebraucht habe. Jetzt sind gerade alle verschwunden, weil ich aus dem Kampfgebiet raus bin. Oh Mann, oh Mann! Es ist aber eher die Frage, könnte ich mir sogar noch, weil ich würde gerne für den Notfall, ja, das sollte funktionieren. Ich tue mir jetzt mal für den Notfall anfangen, High Potions auszurüsten. Und vielleicht sogar mal noch einen Äther, damit ich schneller mich könnte heilen in den schlimmsten Notfällen. Nice, Donald! Das heisst für mich, ich begebe mich jetzt gerade wieder in den Kampf hinein. Jetzt habe ich irgendetwas eingesetzt. Ich weiss gerade gar nicht was. Ich glaube aus Versehen High Potion. So, jetzt warten wir eigentlich nur bis unser... Ah, wir haben hier einen Goofy-Bomber, den setzen wir gerade mal ein. Nice! So, unser MP ist wieder hergestellt. Das heisst für mich, ich versuche da gerade mal mit dem Blitz die restlichen vom Feld zu fegen. So, das hast du jetzt wohl nicht erwartet, hä? Also ich habe das Gefühl, ich tue mich von Folge zu Folge einiges besser, besonders dass ich mehr Magie einsetze, mich mehr aufs Magie fokussiere. Wo hat es denn da noch? Auch da, den habe ich gar nicht gesehen, der hat sich so versteckt im Gebüsch rein. Aber selbst der kann uns nichts mehr anhaben. Nice, jetzt sind wir wenigstens auch in dieser Runde mal nicht komplett gestorben. Also wir sind nur einmal versenkt worden, aber das kann man ja noch akzeptieren. So, der letzte Aff, der sich da versucht zu verstecken an der Wand zu uns. Da oben befindet sich nur eine... Oh mein Gott. Seht ihr das? Oh mein Gott. Ein Prachtexemplar. Das müssen wir doch gerade mal mitnehmen. Eine Kisteli. Ein Elektrum. Okay, das heisst, wir sind in dem Fall eher etwas, das uns gegen Elektrizität schützt. Von da oben aus sehe ich eigentlich gar nicht aus, dass wir da wieder irgendwie in Bäume reinhauen können. Das heisst für mich, vielleicht versteckt sich da wieder ein paar Krebeli. Also, okay, alles klar. Haben wir das auch noch geschafft? Ah, das heisst, es versteckt sich wirklich noch Krabben in den Gebüsch drin und in den Bäumen rein. Darum visiert er die Bäume die ganze Zeit auch an. Dann hat sich die Frage im Großen und Ganzen einmal wieder geklärt. So, da haben wir noch ein paar Krebeli gefunden, doch noch auf dieser Insel. Bin ich ziemlich froh drum. Ich meine, so mehr Level, desto besser gegen den Endboss von dieser Welt. Wir hätten jetzt da die Klippe, können wir glaube ich auch drauf rennen, aber sind wir schon oben gewesen. Das heisst für mich, ich mache mich eigentlich auf den Weg da hindern. Das sollte eigentlich, wie es aussieht, gerade nochmal eine Gruppe kleiner Herzlosen auf uns zukommen. Jawohl! So. Nice, dann haben wir die doch auch gerade ausgeschaltet. Ah, da versteckt sich wieder ein Aff, in dem Fall an der Wand zu. So. Sind das... Ah nein, das sind ja überall an der Wand zu. Ein paar F, die sich da verstecken. Der Plus-Minus von uns. So, dann nehmen wir schnell den Aff da auseinander. Nice, jetzt können wir da mal noch auf Blitz abwechseln. So. Dann haben wir wieder den grössten Teil von all diesen Affen auseinandergenommen. Jetzt versuche ich mich da mal an der Wand zu mit diesen zweiten. Ich weiss jetzt nicht, ob der Goofy-Bomber auch an der Wand zu funktioniert. Ah, da unten haben wir noch einen. Gut, dann noch lohnt sich natürlich der Goofy-Bomber gerade wieder, sobald die zwei da so nah zueinander stehen. Also, sind schon beide kaputt, bevor ich überhaupt etwas gemacht habe. Der liebe Donald hat das für uns erledigt. So, dann sieht das danach aus, als könnten wir jetzt hier raufrennen. Ich versuche jetzt aber zuerst mal auf die Kante zu. Vielleicht sehen wir von da aus gerade noch irgendetwas, was uns könnte interessieren. Nein, nicht wirklich. Auf diesen Plattformen drauf hat es auch nicht wirklich irgendetwas. Weder Kisten noch sonst irgendwas. Ich sage, wir geben uns noch ganz rauf. Dann hat es halt noch ganz einen kleinen Überhang, aber ich weiss jetzt nicht, nein, da kann man nicht durch. Okay, alles klar, das heisst für mich, wir haben unseren Weg gefunden, wo wir weiter durch müssen. So, das sind gerade die letzten zwei schon wieder. Oh Mann, oh Mann, also ich muss sagen, mit dem Blitz sind wir ziemlich zügig unterwegs. Also so bekommen wir das auch gut an, die Herzlosen schnellstmöglich aus dem Weg zu räumen.
So, da hinten haben wir noch einen Morchel zum Mitnehmen. Da haben wir jetzt eine Kante und da vorne haben wir eine Kante. Jetzt muss ich gerade mal schnell runterschauen, wo die Kiste sich befindet. Die Kiste befindet sich auf dieser Seite gegen runter. Jetzt ist aber eher die Frage, was ist denn da hinten? Ja, ein paar Zutaten haben wir auch schon gefunden, mein lieber Goofy. Aber da sieht es nicht aus, als würden wir runterkommen. Das wäre wahrscheinlich eher, wenn unser Piratenschiff auf dieser Seite stehen würde. Das heisst für mich, wir haben die Insel, glaube ich, soweit mal komplett durchforscht. Jetzt muss ich nur noch versuchen, die Kiste hier zu verwischen. So. Nice, gerade nochmal eine grössere Horde von diesen Krabben, die wir finden können. Jetzt fehlen uns noch 75 zur nächsten Stufe, Stufe 6. Und wir haben gefunden, Mickey der Schiffsbrüchige, ein Spiel des klassischen Königreichs. Du kannst es auf dem Gummiphone spielen. Nice, also die Insel sieht eigentlich so komplett mal erforscht aus. Dann würde ich sagen, wir begeben uns mal auf unser Piratenschiff zurück und schauen uns mal an, ob wir da gerade in der Nähe noch irgendwo eine Insel haben zum Erforschen. Wenn wir schon fast auf Level 6 sind, dann nehmen wir doch das eine Level auch gerade nochmal mit. So, die haben wir erforscht, die haben wir erforscht, die haben wir erforscht, die haben wir erforscht. Was für mich heisst eigentlich eher, wir müssen fast schon die unteren Gewässer, um überhaupt noch Inseln anzustreben. Jetzt ist halt eher die Frage, soll ich mich versuchen, in den Kampf zu begeben gegen den Endboss schon jetzt oder soll ich mich nochmal auf eine Insel drauf wagen? Das ist eine gute Frage eigentlich. Ich würde sagen, entweder segeln wir jetzt los, gerade Richtung Bosskampf, oder wir segeln Richtung Inseln. Welche würde mich dann am meisten interessieren? Also im Großen und Ganzen würde mich am meisten, wenn schon die Insel hier interessieren, weil die sieht da so offen und brüchig aus. Ich würde sagen, wir machen uns sonst mal auf den Weg Richtung diese Insel und nach deren Insel machen wir einen knallhart geraden Weg Richtung Ziel zu unserem Endboss und versuchen ihn dann mal zu erledigen und uns nicht wieder zu versenken lassen, wie wir es jetzt in dieser Folge schon mal angebracht haben. Jetzt muss ich aber gerade mal genau schauen, wo wir da durchfahren müssen. Da ist halt jetzt ein bisschen mühsamer, dass ich jedes Mal auf die Karte Einblick holen muss, wo genau dass ich durchfahren soll. Aber ich meine, das sollte ja auch nicht gerade das Weltbewegendste sein. Es ist nur ein bisschen nervig, aber nicht weltbewegend. Okay, da hat sie irgendwie gerade noch ein paar Kanonenschüsse abgeführt. Ah, da warten gerade noch eine Gruppe Herzlosen mit Schiffli. Das ist natürlich auch ganz nice. Vielleicht schaffen wir es auch allein anhand von denen mit auf Level 6 zu kommen, weil unser Ziel von Level 5 haben wir schon erreicht. Aber eben, jedes Level mehr ist für uns leichter, den Boss dann wieder auszuschalten. Tut mir leid, dass ich so viel von dem Endboss rede, aber ich fürchte mich so sehr von dem, da ich, wie gesagt, auch schon 1000 Mal an dem gestorben bin, bei meinem allerersten Mal durchspielen, wo ich versucht habe, mit meinem Level 1 Schiff mich gegen den Boss zu stellen. So, wir hätten gerade den Windjäger parat, wenn sich nochmal eine Gruppe Herzloser getraut, gegen uns anzulegen. So. Ich würde sagen, dann machen wir uns auf den Weg, den ganz langen Weg, abwärts, Richtung dieser Insel, die wir anstreben. Ich weiss gar nicht, wie die heisst, könnten wir eigentlich einmal noch schnell anschauen. So, die zwei haben wir wie nichts schon mal ausgeschaltet, also es geht schon ziemlich schneller als am Anfang. Wir sind eigentlich auf dem besten Weg da oben. Ich könnte natürlich jetzt auch mich da an teleportieren lassen. Die X, die wir haben, könnte ich jetzt Schnellreise benutzen. Aber ich finde, das bringt im Großen und Ganzen gar nichts. Dann nehmen wir uns doch den Weg auf uns und schauen uns das Ganze mal an. So. Benutzen wir noch Temposchub. Auf dieser kleinen Insel bin ich jetzt ziemlich unsicher, aber ich habe gemeint, die haben wir sogar schon mal angeschaut. Sogar einer der ersten, wo wir drauf waren. Bin mir da aber jetzt ziemlich unsicher. Da haben wir gerade noch mal ein Bötchen mit Herzlosen. Nice. Ah, da nebendran befindet sich irgendwo gerade noch mal eins. Nein, das irgendwo da soll gerade noch mal eins sein. Zeig's. Ah, da hinten. Okay, okay. Komme ich mit meiner Kanone so weit? Jetzt versuche ich da gerade mal. Ich will mich jetzt von dir nicht, ehrlich gesagt, nicht aufhalten lassen. Wenn du willst, dich mit mir anlegen, dann darfst du deine Anker in unsere Richtung lenken. So, ich würde sagen, weißt du was, ich ignoriere dich jetzt komplett, einfach einmal. Ich glaube, du verschwindest jetzt eh gerade von der Bildfläche. So, dann schauen wir gerade nochmal schnell auf die Karte, wie das da Ganze aussieht. Oh, ich bin da völlig in die falsche Richtung am Lenken. So. Ich weiss ja gar nicht, wenn ich jetzt... Es gibt ein Backboard und es gibt so bestimmte Begriffe für die Schiffe, die wüsste ich jetzt gar nicht. Müsste ich mich auch mal ein bisschen schleuer machen. Und sonst, wenn ihr es wisst, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was so links und rechts und geradeaus auf einem Schiff bedeutet. Aber ich weiss irgendwie so Backboard, Heckboard, immer so weiter. Aber eben, ich kann da jetzt auch nicht gerade mehr Auskunft geben. So. Dich nehmen wir gerade sicher mal mit in den Tod. Dein grüne Bümbel ist auf der falschen Seite und versuche ich es halt ohne... So, das
Das sieht auch schon ziemlich episch aus, wie wir uns da bekämpfen. Das Schiff ist schon knallhart am Brennen. Haben wir gut anbekommen. Nice. Gut, die kleinen Schiffe, die sind fast schon keine Herausforderung mehr für uns, wenn ich das jetzt mal so anmerken darf. Und ich glaube, da vorne, das sollte die offene Insel sein, wo ich... Jawohl, das soll jetzt die Insel sein, die ich anstreben wollte. Dann machen wir das doch gerade mal. So, wir haben es fast geschafft. Wir sind einmal noch knallhart durch die ganze Map durchgefahren. Okay, da wartet wieder ein grösseres auf uns. Oh mein Gott. Das ist wieder so eins von vorher, das uns so knallhart versenkt hat. Jetzt muss ich aufpassen. Das heisst, er taucht eigentlich immer wieder auf, um mir einfach gegen den Keks zu gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich muss aber den nicht aus dem Auge verlieren, da, wenn der mit seinem... So, wir haben Flutwellen aktiv, die haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nie gehabt, die Fähigkeit. Dann setzen wir die gerade mal ein. Oh. Nice! Das hat dich fast das komplette Leben gekostet. Jetzt haben wir gerade nochmal... Wir versuchen eher hinter dich zu segeln. Den Schaden nehme ich jetzt gerade mal momentan auf mich. So. Die letzte Kugel, glaube ich, die wir fast verwünscht haben. Ich muss wirklich schauen, dass ich versuche, mehr hinter ihn zu kommen. Wir haben nochmal Flutwellen aktiv, sonst setzen wir die gerade nochmal ein. Ich glaube, das sollte dein Ende bedeuten. Voll in ihn rein. Nice. Den haben wir das Mal ohne Wenn und Aber gut auseinander bekommen. Das heisst für mich, wir haben uns schon mal ziemlich verbessert in unserer Schifflifahrt. So, den haben wir auch gerade verwünscht. Nice, es sollten eigentlich alle gewesen sein. Das Schiff da vorne können wir sogar entern. Jetzt könnten wir uns das Ganze mal anschauen. Das habe ich bis jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Ich weiss jetzt nicht, ob uns da irgendetwas Spezielles erwartet. Ah, Gruppe Herzlose. Okay. Aber ich wüsste... Okay. Ich bin jetzt ziemlich unsicher, ob uns das überhaupt etwas bringen würde, denn gegen die Herzlosen zu kämpfen. Jetzt habe ich mir ja da nochmal einen Äther ausgerüstet, um unser Mana schneller wieder aufzufüllen. So getraue ich mich auch wieder völlig schneller im Kampf wieder reingehen. So, dann tue ich mit unserem letzten Fokus, den wir noch aufgeladen haben, zu Stier Schaden reinheizen. So. Haben wir die Sturmkrallen aktiv, die setzen wir doch gerade mal ein. So solltest du gegen uns kein Problem mehr darstellen im Nahkampf. So haben wir... Jetzt habe ich gerade gemeint, wir sind gestorben. Oh mein Gott, ich wäre jetzt so übergeht und hätte mich jetzt so angefangen abnerven, hätten wir das jetzt noch geschafft. Items halten, Äther und Sturmfächer, das heisst, wir haben jetzt das Schiff geentert und haben all seine Materialien dürfen einsammeln und mitnehmen. Das finde ich jetzt aber noch cool gemacht, das habe ich jetzt wirklich noch nie erlebt. Bis jetzt im Karibik mit unserem Sora, dass wir da auch noch fremde Schiffe entern. Nice. So. Dann sind wir ja schon wieder auf dem Weg zu unserer Insel, die uns da vorne schon mega schön anlächelt. Da gibt es viele Flächen, die wir erforschen können. Aber die sieht halt eher niedergelegen aus. Okay, was ist jetzt los? Weg mit dir. Weg mit dir und du stehst mir im Weg. Die habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott. So, und dich sollten wir eigentlich auch gerade... Er flüchtet so richtig von uns. Warum kommst du denn kämpfen, wenn du nachher anfängst zu flüchten? Das ist einfach etwas Unverständliches. Nice, den haben wir auch gerade nice versenkt. Ah, da hinter uns wartet noch einen, würde ich sagen. Jetzt setzen wir gerade nochmal unsere Flutwellen ein. Einmal voll auf ihn drauf. Kabusch. Ich glaube, die Fähigkeit haben wir jetzt auch wirklich erst mit Level 5 erhalten, wenn ich mich da nicht täusche. Dort hinten wartet gerade nochmal das nächste auf uns. Ich würde sagen, dann setzen wir unsere wilde Kanonen ein. So, das hat nicht gelangt, um ihn zu versenken, aber mit unserem letzten Schuss haben wir ihn noch versenkt. Ich würde sagen, dann tun wir jetzt hier noch schön parkieren und anfangen unseren Anker lichten. Das sieht ziemlich gut aus hier. Dann würde ich sagen, wir machen uns von da aus mal richtig zum Land. Um die Insel können gemütlich erforschen.
Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt sagen, klar haben wir jetzt nur Inseln erforscht und vielleicht nicht allzu viel erlebt in dieser Folge. Ausser dass wir einmal blöder versenkt worden sind, oh mein Gott. Aber ich danke euch viel mal fürs Einschalten. Wir schauen in der nächsten Folge noch die Insel an und begeben uns dann langsam richtig Endboss von dieser Welt, von der Flucht der Karibik. Und alles weitere erfahren wir dann im Verlauf der Zeit. Danke vielmals fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Euer Schweizer. Tschüss.